du schmeckst so fein. Das hat dir sicher auch schon jemand gesagt. Selber hast du dich dann gefragt, ich schmecke doch nach gar nichts. Scheinbar schmeckst du eben doch nach etwas, nämlich nach dir. Du nimmst es einfach nicht mehr wahr. Schmeckst du jetzt gerade an deinem Arm oder an deinen Haaren oder an deinem Pulli und stellst fest, du schmeckst wirklich nach nichts. Ja, subjektiv ist das ganze Geschmacksempfinden. Und weil es so ein subjektives Thema ist, das ganze Thema um Düfte und Geschmäcker, habe ich mir Unterstützung geholt von einer Kollegin. Zusammen diskutieren wir, wieso dass man jemanden schmecken kann oder eben nicht. Und was das mit Attraktivität für uns zu tun hat. Das Thema der Attraktivität zieht das Thema der Erwartungen mit sich. Erwartungen gegenüber anderen, Erwartungen gegenüber uns selber. Und was es dann bedeutet, Erwartungen nicht zu erfüllen. Und wieder einmal haben wir uns gefragt, was sind Erwartungen überhaupt? Sind die notwendig? Oder sind die einfach nur der Ursprung von allem Üblen? Das Reden über die Erwartungen hat das omnipräsente Thema vom Selbstwertgefühl mit sich gebracht. Bevor ich dich jetzt einlade, uns zuzuhören und dir selber deine Gedanken über Geschmäcker, Attraktivität und Erwartungen zu machen, möchte ich dich fragen, was kommt dir in den Sinn, wenn du Lavendel schmeckst? Oder wenn du Popcorn schmeckst? Wenn du brannte Mandeln schmeckst? Oder Rauch vom Feuer? Geschmäcker sind mit Emotionen und Erinnerungen verknüpft. Es scheint also so, als würde der Geschmackssinn einen sehr grossen Stellenwert in unserem Alltag übernehmen. Alles schmeckt. Natur schmeckt, Menschen schmecken, Tiere schmecken, Situationen, manchmal auch Emotionen, ganz unterschiedlich und für jeden anders. Ich lade dich herzlich ein, Awesome Range of Freedom zuzuhören, wenn es über Geschmäcker und ihre Vielfalt geht. Viel Spass! Also angefangen hat es ja heute im Namen schon mit unserem Zvieri, das wir gegessen haben, mit diesen Rahmennudeln, wo du hast gesagt, die du isst, die sind mir zu scharf. Also schon dort differenzieren sich unsere Geschmacksknospen voneinander differenzieren. Genau. Jeder hat einen anderen Geschmack. Auch im Kleiderstil. Das stimmt, ja. Und im Lebensstil. Vor allem dort. Und bei Männern und bei Frauen. Zum Glück, sonst würden wir ja alle auf die gleichen Sachen stehen. Genau, ja. Also Geschmack. Das ist ja nicht nur der Geruch, der Geschmack. Was macht es denn aus, dass dir jemand gefällt? Wenn ich das nur wüsste. Ich weiss es wirklich nicht. Es gibt ja Leute, die haben so einen Typ, wo sie drauf stehen. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Klischee, keine Ahnung, braune Haare, grüne Augen, gross, klein, gewisse Interessen. Aber ich habe das zum Beispiel gar nicht. Nie gehabt oder auf das Mal einfach? Nie gehabt. Wenn ich zurückdenke an all die Typen, die ich als Freund hatte oder als Geschleif oder wo ich verliebt war, ist jeder absolut vollkommen 180 Grad anders als der andere. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich zurückschaue und sie anschaue, ich würde auch mich nicht umdrehen, ich hole mich nicht um, äußerlich. Und trotzdem haben sie irgendetwas gehabt, das dich angezogen hat? Ja. Was war es denn, wenn es nicht Aussehen war? Weil wir ja oftmals über das Auge entscheiden. Ich glaube, man schaut durch das Auge, wenn man auch auf der Suche ist. Aha. Aber wenn man nicht auf der Suche ist, dann schaut man ja auch nicht. Und dann fällt einmal niemand wirklich auf. Und dann passiert es irgendwie, dass, ich weiss auch nicht, laufst ineinander rein, jemand spricht jemanden an. Und er schnurst miteinander. Und meistens, ich habe mich noch nie Hals über Kopf in einen verknallt. Es ist immer irgendwie später passiert. Mit irgendetwas, was wir abgemacht haben und geschnurrt haben. Es ist nicht mal etwas, was er gesagt hat oder so, sondern es hat irgendwie gefunkt. Gefunkt, hä? Mhm. Funken tut es ja meistens bei Physik oder Chemie, was auch immer. Und das Sprichwort sagt es ja schon, jemand können schmecken oder nicht können schmecken. Wenn schmeckt denn jemand gut? Ist es der Geschmack an sich? Können wir über Geschmack reden, wie jemand schmeckt? Weil zum Beispiel, ich habe mal mit jemandem zusammengearbeitet und die Person hat so gestunken für mich. Sie hat nicht gestunken, weißt du? Also es war eine gepflegte Person.
Die Leute haben die Person sicher sehr attraktiv gefunden und für mich hat die einfach nur gestunken. Wenn ich bei dieser Person schon nur in die Nähe bin gegangen, ich wäre am liebsten wieder hinter sie raus. Mhm. Und das hat nicht mit dem Geschmack von dieser Person zusammengehangen, sondern mit der Einstellung, der Ansicht und wie die Person war. Okay. Ist dann der Geruch grusig für dich? Kotzgrusig. Wirklich, ich bin dort rein und dann dachte ich, nein, um Himmels Gottes Willen. Das ist einfach nur wüst. Das ist auch interessant, weil ich habe einen Ex-Freund. Und der hat recht einen eigenen Geruch gehabt. Also nicht grusig, nicht fein. Es gibt Menschen, die schmecken stärker als andere. Aber nicht irgendwie jetzt negativ oder positiv, sondern die Person hat einfach den Geruch. Aber der Ex-Freund hat einen stärkeren Geruch gehabt, den ich extrem anziehend gefunden für die Jahre, als ich mit ihm zusammen war. Und sobald ich das Gefühl verloren habe für ihn, konnte ich es immer wie weniger schmecken. Und es ist immer wie bitterer geworden und anstrengender, das zu schmecken. Was ich recht krass gefunden. Hat es dann auch den Moment gegeben, wo das Schmecken schon fast zu einem unangenehmen Geruch wurde? Ja, es ist unangenehm geworden. Also es war wirklich nachher so, dass er, wenn er daheim war und das Badtüchli oder in sein Zimmer gegangen und das Bett so halt auch nach ihm hat geschmeckt, dass ich das wirklich, ich habe es nicht mehr ich habe es grusig gefunden. Was hast du dann gemacht? Ja, schlussendlich haben wir Schluss gemacht, aber es ist wirklich einfach immer wie mehr auseinander wegen dem, wo ich dann durch das, dass ich ihn nicht mehr schmecken auch nicht mehr seine Nähe wollte. Und einfach wirklich seine Berührungen auch nicht mehr haben. Also es hat echt die ganze Person nachher abgelehnt. Hat er angefangen nicht mehr fein schmecken, weil ihr noch auseinandergelebt habt, oder hat es nicht fein schmecken zum Auseinanderleben geführt? Nein, es ist wirklich, weil wir uns auseinandergelebt haben und weil ich meine Gefühle habe verloren habe. Er hat immer noch genau gleich geschmeckt, aber ich habe es einfach nicht mehr gerne gehabt. Also hat es auch immer damit zu tun, wo wir selber gerade sind? Ja, ich glaube schon. Kannst du die Person jetzt wieder schmecken? Nein. Ich kann ihm von weitem winken. So, Nein, es ist, also ich habe, das letzte Mal, als ich ihn gesagt keine Ahnung, ist über ein halbes Jahr her. Und dann haben wir uns so Hallo gesagt und er schmeckt halt, wie er schmeckt. Aber es war jetzt noch anziehend, weil es eben mal war am Anfang. Und eben, hast du doch nicht das Gefühl, dass Menschen verschieden schmecken und dass Menschen so einen Geruch haben? Mal, und jeder Mensch hat ja einen Geruch. Ja. Und ich bin mit 2 Kolleginnen aufgewachsen. Die könntest du in 100 Leute reinstellen oder 1000 Leute, ich würde die einfach rausschmecken, weil die schmecken sich immer genau gleich. Das hat nicht mit dem Wäschpulver zu tun, mit dem Parfüm. Egal, was die machen, die schmecken einfach für mich wie daheim. Das ist doch auch zu tun. Das hat vielleicht auch mit den Erinnerungen zu tun und mit den Kopplungen. Kennst du es nicht auch von irgendwo? Laufst du durch die Stadt und dann schmeckt es einfach wie daheim. Mir ist eben mal etwas Lustiges passiert, als ich frisch auf Bern gezogen bin ich eben mit dem damaligen schmeckenden Freund Velo fahren. Und wir sind da durch Bern gefahren und ich bin frisch auf Bern gezogen, ich habe nicht alles gekannt. Und nachher plötzlich habe ich etwas geschmeckt. Ich habe mich gefühlt wie ein kleines Kind, ein kleines Mädchen von denen. Und dann dachte ich, was ist das? Und dann habe ich herausgefunden, dass das der Asiat, so ein asiatischer Laden ist. Und ich war auf der anderen Strassenseite. Also der Geruch war entweder auch permanent an diesem Tag oder ich habe es einfach irgendwie in die Nase bekommen. Ich habe einfach gewusst, dieser Laden ist irgendwo, wo ich einfach voll das Kindheitserinnerungsding hatte und dann mit der Laden in den Sinn kam. Also Gerüche ist schon viel mit... Das ist schon etwas Wichtiges mit Erinnerungen. Ich glaube sogar, dass Gerüche etwa gleich gespeichert werden wie Gedanken oder so, manchmal habe ich das Gefühl. Ich komme immer mit der Evolution, aber ich kann mir das einfach nicht anders erklären. Jemanden nicht schmecken, die haben ja früher oder wenn auch immer müssen ihre Feinde identifizieren und dann hat man ja noch viel ausgeprägter geschmeckt. Und wenn du dann halt den Geruch schmeckst und weisst, ups, jetzt kommt Gefahr, oder wie du mit dem Asiaten, oh, da ist etwas Schönes, dort will ich her, das will ich mir holen, das macht schon Sinn. Das hat Leute ja auch geholfen, zu kommunizieren untereinander. Es gibt eben eine lustige Geschichte von mir. Und zwar hat es früher so eine Kinderserie gegeben mit Dinos. Vielleicht hat es auch die Dinos geheissen. Mit dem grusigen Baby. Ja, genau. Alle sind grün und Ja, so eine Familie. Nicht die Mama.
Genau das. Und sie hatte ja auch eine Tochter und die war auch verliebt in einen in der Schule. Aber er, jedes Mal, wenn sie in der Nähe war bei ihm, hat er immer so, «Oh, was stinkt hier so?» und so. Dann ist sie eben heim und hat das der Mutter erzählt. Dann hat eben die Mutter gesagt, ja, ich weiss nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber schlussendlich war es irgendwie so eine Quintessenz, dass eben man muss sich schmecken und ein paar Leute kann man einfach nicht schmecken. Und einer hat sich eben in sie verliebt, die sie aber nicht hat schmecken, weil er grusig hat geschmeckt. Aber sie hat einfach den anderen wollen, der aber sie grusig hat gefunden zum Schmecken. Aber er hat nicht gewusst, dass es sie ist, die stinkt. Es war so lustig, weil diese Folge ist mir nie mehr aus dem Kopf. Die ist geblieben. Die ist mir so geblieben. Darum immer, wenn man über Gerüche redet oder irgendjemand schmeckt, der komisch schmeckt oder weiss ich auch nicht was, kommt mir immer die Dinos, die echt die Folge sind. Und es ist so witzig, weil es ist eine Kinderserie. Ja, ja. Aber es ist doch auch zu tun, dass man das von früher auch hat. Jedes Mal, wenn ich in der Schulzeit irgendein Typ verknallt war und dann hat der mir seinen Pulli gegeben. Hey, im Fall, ja. da konnte ich dann nicht mehr können. Oh ja. Und das finde ich immer noch so eine schöne Geste, wenn dir jemand seine Kleider anbietet, die du gerne hast. Ja. Also sei es eine Kollegin oder irgendwie älter oder weiss ich auch nicht. Und du schmeckst einfach, der Geruch, den ich jetzt gerade habe, der ist extrem geborgen. Und darum, ja, das habe ich das Schönste gefunden. Wenn man irgendwie einen Typ, den ich cool gefunden habe, oder schon nur seine Kappe. Mhm. Und dann die Kappen stinken meistens. Nein, aber eben nicht immer. Bei all meinen Ex-Freunden, auch noch beim jetzigen Freund. Bei allen weiss ich, dass ich eben auch gerne das T-Shirt oder den Pulli hatte. Und als ich alleine eine Wohnung hatte und sie bei mir übernachtet haben und in der nächsten Nacht nicht mehr da waren, habe ich es so gerne geschmeckt im Nest, ihren Geruch, dass der noch dort war. Ja, das ist etwas Schönes. Apropos Gerüche, Ja. ich weiss, dass ich früher in der Schulzeit, mein Lieblingsparfüm ist das Tommy Girl von Tommy Hilfiger war. Und wenn ich das jetzt auch noch schmecke, hey, ich erinnere mich an so viel Zeug und ich fühle mich wie früher. Das ist wirklich etwas Krasses, wenn dann die Gerüche wieder zurückkommen. Was ist echt die Anziehung zwischen zwei Personen? Ich glaube, es hat viel mit Gerüchen zu tun. Ich habe auch schon, ich meine, du kommst einander ja irgendwann mal näher. Und dann entscheidet sich irgendwie, ob es etwas mehr wird oder nicht. Hast du einfach mal schon jemanden fallen, weil er komisch geschmeckt hat? Ah, ja. Und auch, weil einer gar nicht hat geschmeckt. Also das war ganz komisch, das muss ich jetzt erzählen. Ich war so verliebt in den. Also es war einer, der mit mir gearbeitet hat. Er war auch mein Chef. Das war auch noch ein bisschen spannend. Also ja, nicht spannender, aber Ja, es war echt so verboten irgendwie. Und ich war so verknallt in den. Und ich wusste, er ist auch so verknallt in mich. Und dann, als wir nicht mehr miteinander gearbeitet haben, zum Glück haben wir dann unser erstes Date gehabt. Oh mein Gott, ich habe mich gefühlt wie 14. Ich habe zittert am ganzen Körper. Ich habe mir schon 3 Wochen vorher überlegt, was ich dann anlegen will. Und es war einfach alles auch schlimm. Und ich bin ins Auto eingestiegen bei ihm und ich habe nicht gewusst, was reden. Und er hat auch nicht gewusst, was reden. Und wir haben die ganze Zeit nur noch gelacht. Und irgendwie war es einfach peinlich, aber irgendwie auch herzig. Wir hatten ein paar weitere Dates und irgendwann habe ich ihn dann mal zu mir eingeladen. Und dann ist er gekommen und ich war immer noch nervös, weil ich so verknallt war, dieser Typ. Und ich wusste, dass er bei mir übernachtet. Das war so stillschweigend die Abmachung. Oder ich wusste, dass es passiert. Und wir haben bis dann nie wirklich etwas zusammen. Ja, dann sind wir ins Nest und dann ist halt so ein bisschen nach dem anderen passiert. Und was mir so ist aufgefallen, dass dieser Typ nach nichts schmeckt. Nicht mal irgendetwas? Nichts! Kein Parfüm, kein Schweiß, kein Eigengeruch, nichts. Es ist einfach wirklich nichts. Und es war ein Mensch. Es war ein Mensch und das ist im Fall so verwirrend. Also, das ist im Fall schlimmer, als wenn jemand nicht fein schmeckt. Es fühlt sich so komisch an. Und nach dieser Nacht ist es irgendwie auch bergab. Wie hast du ihm das dann gesagt? Gar nicht. Ich habe ihm nie gesagt, dass er nach nichts schmeckt. Aber es ist halt, wir haben es einfach weniger gesehen, ja, weniger geschrieben und halt, wie das halt geht. Ich weiß es doch nicht. Dann irgendwann sind wir im Auto gehockt und gesagt, ich glaube, das wird nichts mit uns. Und das war ein bisschen schmerzhaft, aber...
Also hier hat wieder der Geschmack einen grossen Einfluss. Oder eben kein Geschmack einen grossen Einfluss ich glaube, gehabt. kein Geschmack geht gar nicht. Und das ist auch komisch. Dass du schmeckst, was jemand nicht schmeckt, das ist verdammt zu tun. Weil ich von mir selber habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich von mir selber habe das Gefühl, ich würde mich nicht rausschmecken. Ja, Aber ich schmecke zum Beispiel, wenn du irgendwo bist, schmecke ich das, weißt du? Ah, wirklich? Ja, So voll. lustig. Ja, hure. Darum, selber schmeckt man sich ja meistens nicht, außer man hat irgendwie Sport gemacht oder weiss doch auch nicht. Nein, aber ich glaube, das ist, weil man sich schon so gewohnt ist. Es ist ja das Gleiche, wie wenn man immer das gleiche Parfüm braucht. Dass man das irgendwann gar nicht mehr so stark schmeckt. Aber eigentlich immer noch schmeckt für andere Leute. Aber du hast das Gefühl, du müsstest jetzt mal wieder nachspritzen oder was auch immer. Das mit dem Parfüm, das haben wir jetzt auch schon in verschiedenen Gesprächen, habe ich das irgendwie auch schon mit Leuten besprochen und vorher haben wir es auch wieder besprochen. Ich bin eher Anti-Parfüm und du hast das ein bisschen anders gesehen vorhin, gell? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich besitze seit jetzt 1,5 Jahren kein Parfüm mehr. Aber ich verlange immer darauf, dass mir eins geschenkt wird, weil es mich anschießt, so viel Geld auszugeben für ein Schmöckiwasser, ehrlich gesagt. Aber ich habe gleich gerne so fein schmeckende Cremen und alles Zeug. Und ich finde, man soll sich parfümieren, wenn man will. Aber es gibt natürlich eine Grenze von in ein Schmöckiwasser reinzugumpen oder einfach etwas hervorzuheben oder ja, hervorzuheben, würde ich jetzt mal sagen, mit einem Parfüm. Und meistens ein gutes Parfüm, das zu einer Person passt, das schmeckt auch nicht komisch, es schmeckt wirklich, es passt halt zu dieser Person. Aber dann gibt es auch die, es passiert noch viel in so Einkaufszentren, dass dann Leute durchlaufen und ein Schwaden haben, ein süßes Parfüm hinten nachkommt und es passt hinten und vorne nicht zu dieser Person. Das finde ich ist komisch. Und vor allem komisch, ich habe das Gefühl, Leute, die etwas extrem ausdrücken oder machen mit der Anlegung, mit der Frisur, mit ihrem Auftreten, das extrem ist, dass die trotzdem im Kern so wie etwas verdecken. Und ja, so habe ich es auch mit dem Parfüm das Gefühl, weil gerade bei dieser, man sagt ja französisch Duschen, man sich einfach voll sprayt. Und die haben dann ihren Gestank überdeckt, weil sie nicht fein haben geschmeckt. Und darum habe ich das Gefühl, je natürlicher, also je weniger das etwas ist, desto mehr sind die Leute mit sich im Reinen. Das klingt komisch. Das wäre aber eigentlich noch spannend, weil jetzt, wenn ich mir das so überlege, oftmals die Leute, wo ich so das Gefühl habe, sie haben wohl mit sich selber und weißt, haben leger und weißt du, was ich meine? Die haben meistens nicht so einen penetranten Parfümgeruch, wenn überhaupt. Aber ich weiss, dass bei gewissen Leuten, die ich auch befreundet bin, dass es solche gibt, die eben stärker nach Parfüm schmecken. Und dass eher so Leute sind, die eben sich ein bisschen verstecken müssen. Oder weißt, etwas verdecken oder etwas sich verkleiden irgendwie. Verkleiden, ja. Ja. Also es soll jetzt nicht heissen, dass alle Leute mit Parfüm irgendwelche Komplexe haben. Das geht nicht. Nein, ich finde auch ich gehe zum Beispiel manchmal gerne in einen Globus oder in einen Löb und gehe Parfüm probieren. Und es gibt so ein Parfüm, das ist von Narciso. Abgesehen davon, dass das Fläschchen super schön aussieht, schmeckt es auch fein. Aber es ist so ein Geruch, den ich nie kaufen würde. Eigentlich. Es ist unneu, dass ich diesen Geruch gerne habe. Ich bin mir auch lange nicht sicher, ob ich den Geruch einfach nur fein finde, weil die Verpackung so gut aussieht. Aber es ist wirklich der Geruch, den ich gerne habe. Aber ich kann den nicht mit mir identifizieren. Und ja, deswegen probiere ich den Geruch immer. Spritze mir ihn an und denke so, ja, wenn es mir dann gefällt, dann kann ich sie kaufen, wenn ich sie so toll finde. Und das Witzige ist, wenn ich das Parfüm anmache, ich fühle mich anders. Wenn ich den Geruch habe an mir, ich fühle mich irgendwie erwachsen und stark und erfolgreich. Weil es so einen starken, nicht starken Frauengeruch im Sinne von jemand schmeckt stark, sondern wirklich stark als kräftig und geerdet. Ja, genau so. Das ist eigentlich auch noch spannend. Weil wenn ich nämlich an das Tommy Girl denke, von meiner Teenie-Zeit, fühle ich mich nämlich wieder weich und halt naiv. In dem Wandel, wo man dann zumal war. Ja. Und darum kommt wahrscheinlich, wenn du das schmeckst, einfach wieder so eine hohe Overdose von allem rauf. Ja. Und was ich auch spannend finde, ist, ich bin ja immer wieder der Meinung, dass man durch Neuroplastizität alles erlernen kann. Genau. Und dort ist halt auch, dass ich finde, Sachen, die man nicht gerne hat, so wie Gegenkonditionierung, dass du das auch lernen gerne zu haben. 100%. Also zum Beispiel orientalisches Essen oder so.
Ich konnte Ingwer einfach nicht ausstehen. Es war für mich wirklich der Inbegriff von grusig. Nein. Und jedes Mal in einem Gericht ist wieder ein scheiß hure Knochen sich vorgekommen, gell? Und irgendwann habe ich gefunden, hey, jetzt, so wie bei den Allergien tut man sich auch wieder immer desensibilisieren und so. Habe ich gedacht, ja, nimmst einfach immer ein bisschen. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich sogar Ingwer genussvoll trinken kann. Sicher? Oh. Das finde ich gut. Ingwer ist toll. Aber es ist doch so, ist es nicht so, dass unsere Geschmacksknospen alle 7 Tage oder so sich erneuern? Oder auch 14? Irgend so etwas. Und darum sagt man, wenn man eben die 7 oder die 14 Tage etwas isst, das man nicht gerne hat, hat man es nachher nicht gerne. Wo du dich einfach daran gewöhnt hast. Ja, eben, so ändern sich dann Geschmäcker. Also rein physiologisch kann ich sagen, das stimmt. Es braucht eine gewisse Anzahl von Wochen, dass sich die Geschmacksknospen wieder neutralisieren. Oder zum Beispiel auch mit dem Salz. Du merkst extrem schnell, wenn du weniger Salz isst, dass eben die salzarme Kost nachher gleich mal den eigenen Geschmack vom Lebensmittel herausheben. Ja, und eben das mit dem Ingwer ist mir dann noch einfach extrem eingefahren. Und dann habe ich es mit anderen Sachen auch probiert. Zum Beispiel Koriander. Und dort, es geht einfach nicht. Und ich weiss vom Studium her, bei einem Kind ist es so, du musst um die 15, 16, 17 Mal probieren, dass du überhaupt nachher mal den Geschmack kennst. Weil was der Bauer nicht isst, was er nicht kennt, isst er nicht. Und dort ist es so bei den Kindern, die probieren ja die ganze Zeit aus und so. Und du musst halt immer wieder ausprobieren. Es ist das Gleiche mit Sachen üben und so. Und Koriander geht einfach nicht. Ich weiss nicht, was es ist mit dem scheiß Koriander. So lustig, da scheiden sich wirklich Geister. Also es gibt eine Gruppe, die liebt Koriander und es gibt eine Gruppe, die hasst Koriander. Aber es gibt so selten jemanden zwischen. Wir sind doch letztes Mal bei diesem Mexikaner essen. Und dann haben wir die vegetarischen Pitas, oder was haben wir gegessen in der Altstadt unten dort? Wow. Mal in der Altstadt unten ist so ein Pop-up-Restaurant. Ah, Taqueria! Ja, genau, ja. Werbung. Werbung, nein, ist schon zu. Jetzt ist das Moment wieder. Also gut, Werbung. Und dort war einfach Koriander drauf und ich habe es so nicht gut gefunden. Das ist so lustig. Ja. Ich liebe nämlich Koriander. Ja, ich weiss. Darum. Ich verstehe wirklich nicht, warum das Leute Koriander nicht gerne haben. Es ist so geschmacksvoll, es ist so fein. Es ist echt das Hässlichste auf Erden. Aber es ist wirklich, eben, es gibt wirklich Leute, die lieben es oder die hassen es. Es gibt nichts zwischen. Es ist so zu tun. Oder schon nur Bouillon. Wenn irgendwie so ein Gemüsebouillon, wenn Koriander an hinterster Stelle steht, also am wenigsten drinnen vorkommt, ich schmecke es, weil ich finde es grusig. So krass. Ich finde es nicht fein, ich finde es grusig. Wow. Ja, so viel zu Koriander. Ich glaube, ich finde kein Lebensmittel grusig. Grusig. Ja, ich bin auch immer der Meinung, und ich weiss auch, dass es geht. Es ist für mich immer eine volle Ausrede, wenn man sagt, etwas ist grusig. Aber vielleicht ist echt Koriander ein Spezialfall. Vielleicht wird man dort herausfinden, warum dass man jemanden schmecken und jemanden nicht. Und warum dass man etwas schmecken und etwas nicht. Wo das so ein krasser Fall ist. Ja. Koriander geht irgendwie nicht. Aber ich weiss nicht, ob das jetzt nur meine Erfahrung ist oder ob da andere das auch so denken. Also ich habe schon von sehr vielen gehört, dass sie Koriander hassen. Und genau so das ausgedrückt haben wie du. Du hast vorhin auch noch etwas Lustiges gesagt. Du hast ja jetzt 2 neue Kätzchen, die übrigens sehr herzig dort auf dem Sofa liegen. Du hast vorhin gesagt, sie schmecken so fein. Wieso? Es ist aber lustig, weil scheint haben Katzen so einen Geruch, wenn sie Babys sind, damit sie nicht angegriffen werden. Also Tiere, glaube ich, allgemein. Ich glaube eben auch menschliche Babys, weil oftmals sagen sein. die Leute, Babys schmecken so fein. Genau, ja. Das schützt sie irgendwie. Das ist wirklich noch spannend. Und was mir auch noch in den Sinn kam, ich habe einen Doc gesehen über Inuits und nämlich in Grönland begrüßen sie sich in einem ewig langen Willkommensprozess. Unter anderem schmecken sie sich hinter den Ohren, also auf beiden Seiten. Und auch dort kannst du, glaube ich, wieder erkennen, machst du jemanden schmecken oder nicht. Mhm. Das ist ja auch so ein Hotspot für das Parfüm herzutun, hinter den Ohren. Ah ja, stimmt. Vielleicht schmeckt man dort besonders stark. Oder man sagt ja noch nicht ganz trocken hinter den Ohren. Vielleicht merkt man dort, ob jemand reif ist oder nicht. Keine Ahnung, das ist aber noch spannend. Das ist sehr spannend. Aber es ist lustig, vielleicht kommt ja von dort auch das 3 Küssli geben oder das Küssli geben.
Weil meistens gibt man ja nicht Küssli wirklich voll auf die Backen, sondern man kommt ja wie zum Ohr, irgendwie Das schon stimmt. fast. Und bei denen war es, dass sie die Nase aneinander haben. Auch noch. Mich beschäftigt einfach immer noch das Attraktivität-Thema. Nämlich, wieso findet man jemanden attraktiv? Oder was ist anziehend an einer Person? Man hat es gehabt, der Geschmack ist unter anderem anziehend. Du hast gesagt, deine Typen oder deine Leute sind wild durcheinander. Alles wild durcheinander, ja. Auch bei mir. Könntest du sie etwa in eine Reihe stellen und die sehen alle etwa gleich aus. Wirklich? Ja. Und sie machen auch alle etwa das Gleiche. Lustig. Vielleicht hast du dich einfach dort entscheiden, auf was dass du stehst. Du weisst es ganz genau. Und vielleicht habe ich dort eben das Problem, dass ich es nie gewusst und darum alles Mögliche probiert. Und vielleicht ist es haargenau umgekehrt. Ich weiss es nicht. Ich glaube, Vielleicht habe ich nur das Gefühl, ich wüsste, was es ist. Aber weiss man denn jemals, was es ist? Ui, das ist wieder eine andere Frage. Das ist Thema eine können wir andere auch zu Frage. Tod diskutieren. Aber das meine ich auch wieder mit Awesome Range of Freedom, weißt du? Dann verwünsche ich mich eben dann gleich, dass ich manchmal die Schubladen habe. Sei es mit irgendwelchen Vorurteilen oder so. Aber ich glaube, das ist normal. Also ich glaube, unser Hirn ist so gemacht, dass wir müssen schubladisieren müssen, damit wir klarkommen mit der Welt. Ob jetzt das etwas eine Gefahr ist oder nicht. Wegen dem Attraktivitätsding. Ich habe das Gefühl, es kommt halt auch immer mega darauf an, in was für einer Phase oder wer man gerade ist. Ja, voll. Attraktiv findet man, klar, es kann vom Aussehen her jemand attraktiv sein und anziehend sein, aber meistens wird es erst weitergeführt oder eben zerschmettert, wenn man mit ihm die ersten 3 Worte gewechselt oder vielleicht eben geschmeckt hat. Ich glaube, schlussendlich kommt es auf so eine Mischung darauf an, wie du dich fühlst. Wie du dich gesehen fühlst von ihm und wie du dich dabei fühlst. Ja, irgendwie so, eine Mischung. Also, dass im ersten Moment der Eindruck imponiert und im zweiten ist dann eher, wenn man die Person lernt kennen. Ich glaube, der Eindruck sagt schon viel meistens über eine Person aus, aber Ja, es gibt Leute, die takeln sich so auf mit dem Gel in den Haaren und mit dem Parfüm, dass du gar nicht mehr erkennst, wer hinter dieser Person ist. Aber ich glaube, die Erscheinung sagt schon viel über eine Person aus. Je natürlicher dass die Person ist und je selbstsicherer dass sie ist. Und dann merkt man schon, das ist auch ein Psycho oder das ist auch noch ein interessanter Typ oder eine interessante Frau. Du hast jetzt gesagt, und dann sieht man, wie selbstsicher jemand ist. Selbstsicher sein ist einfach verdammt hure heiß. Das ist es. Das ist es. Das ist im Fall, glaube ich, etwas vom Heissesten. Ich glaube, es ist das Heisseste überhaupt. Ja, ich glaube auch. Weil es gibt Schöneres, als wenn jemand sich selber gerne hat und das dann noch ausstrahlt. Das bedeutet ja für das Gegenüber eigentlich nur, dass es schöne Momente empfangen kann. Ja, genau. Und du kannst ja eigentlich auch nur geben, wenn du in dir drin hast und wenn du viel Selbstliebe hast und viel Selbstakzeptanz und Selbstempathie, oder wie man das so sagen will, dann kannst du das auch anderen geben und dann gibst du das den anderen auch das Gefühl, wo du dich ja selber auch verstehst. Und oftmals ist es so, dass Leute andere Leute fertig machen oder irgendwie lästern oder etwas schlecht reden, weil es genau etwas ist, was sie an sich selber auch nicht gerne haben. Absolut ihre Meinung. Und ich habe mich auch immer wieder selber verwünscht, wenn ich auf jemanden wie eifersüchtig war, bin ich meistens nicht auf die Person eifersüchtig, sondern dass die Person den Mut hatte, über ihren eigenen Schatten zu springen und das machen, was ich schwöre mit, was ich schon lange machen wollte. Also geht es mehr darum, um die Macherperson. Und Machen und Selbstbewusstsein finde ich darum einfach, wow, das höchste der Gefühle. Ich glaube, man macht, wenn man selbstbewusst ist. Also sind wir uns einig, Selbstbewusstsein? Ja, total. Weil ich weiss darum, ich bin ein Zeitchen irgendwann auf eine sehr, sehr, sehr eifersüchtig gewesen. Ich bin ja hässig geworden und super eifersüchtig gewesen. Es hat mich super gestresst. Und heute habe ich das nicht mehr. Lustigerweise ist es einfach weggegangen, weil ich plötzlich einfach mich selber auch okay gefunden habe. Und seit ich mich okay finde, finde ich sie auch cool. Und ich kann gar nicht mehr eifersüchtig sein. Und einfach finde, die Frau ist echt shit. Hat die Person etwas gemacht, was du auch machen wolltest und nicht hast gemacht in diesem Moment? Sie ist echt von sich selber. Ja. Und sie lebt.
Leben, Ja, Macher, ja. Abenteuer, wo ich auch wieder zum Zögern komme. Dort müssen wir uns einfach überwinden, das verdammte Zögern herzulegen. Ich glaube, Zögern ist einfach nur Angst. Zögern ist wirklich nur Angst. Man hat Angst, dass man das nicht machen kann, was man vorhat. Oder man hat Angst, dass man sich blamiert. Oder man hat Angst, dass man verliert. Wie was auch immer. Man kann eigentlich nie verlieren. Darum tut man es immer wieder rausstüdeln und rausstüdeln und rausstüdeln und zweifeln. Und vielleicht ist es auch gleich nicht so gut und eigentlich ist es gleich nicht so gut. Und es kommt vielleicht mit dem Alter bei Paaren. Andere haben eine gute Erziehung gehabt, wo sie gestärkt wurden von ihren Eltern und Selbstbewusstsein beigebracht worden etc. Aber für mich habe das jetzt mit dem Alter, ich zweifle immer wie weniger und ich denke, fucking hell, ist doch scheißegal. Und wenn ich jetzt auf die Schnur gehe, fliege ich jetzt auf die Schnur und dann weiss ich morgen, dass es doof war. Aber sonst werde ich die nächsten 10 Jahre daran denken und zweifeln, hätte ich echt sollen. Und irgendwann kannst du darum nicht mehr. Und dann weisst du es nie. Das ist nicht das, was einfach nur anschießt. Ja, das ist, Wissen, glaube ich, das Schlimmste. dass Gelegenheit verpasst ist. Ja. Also ich glaube, man darf es auch nicht stressen. Nein, nicht. Man weiss immer, wenn die Gelegenheit da ist. Und oft kommt sie ja wieder, weil wir uns beim ersten Mal nicht gewagt haben. Und oft kann man sie auch wieder holen, die Gelegenheit, weil man eben sich beim ersten Mal nicht gewagt hat. Aber irgendwann ist nach dem 5. Mal sie weg. Das sind nachher andere, das ist eben viel Selbstbewusstsein. Und aber irgendwann ist einfach mal die Scheissegal-Regel. Und hey, für wen lebe ich eigentlich? Ja, voll. Also das Scheissegal-Prinzip wendest ja recht gut an, finde ich. Ja, aber ich glaube, das ist einfach wirklich etwas, aber das kommt wirklich mit dem Alter, weil je öfters dass du etwas nicht machst, schiessen sie immer wie mehr, scheisse mich selber an, dass ich gewisse Sachen nicht gemacht habe und darum ist mir es einfach jetzt schiessen gleich, weil schlussendlich bin ich die leidet und niemand anderes. Ja, voll. Kleine Begriffserklärung, vielleicht kennst du es so, mit gewissen Leuten hast du wie eine eigene Sprache, die die anderen Außenstehenden einfach sehr oft verstehen. Das haben wir auch. Wenn man sich selber verarscht oder andere Leute verarscht, die zwei Phänomene die haben einen eigenen Begriff bei uns. Nämlich, wenn man sich selber verarscht, das bedeutet sich selber bullshitten. Und wenn man andere verarscht, dann tut man jemand anderes bullshitten. Und es gibt Leute, die sind in der Lage zu merken, wenn sich jemand anderes bullshitten. Und dann ist die Sache, einer anderen Person einzugreifen und zu sagen, hey Brudi, im Fall, du bullshittest dich ganz fest selber. Das bedeutet nichts Wertendes oder so, etwas Negatives, sondern das ist etwas sehr Schönes, weil die andere Person hilft dir dann zu reflektieren, wenn du einfach gerade nicht in der Lage bist oder wenn du eben genau weisst, dass du dich eben selber bullshittest. Dann ist es wichtig, dass die andere Person dir hilft, zu identifizieren, wenn du dich selber bullshittest. Ich glaube, es kann niemand strenger sein als du zu dir. Ja, ey, würdest du mit mir so reden, wie du manchmal mit dir redest? Uff, nie. Dann wäre ich ja... Oh nein, das wäre eine ganz schlechte Freundin. Lonely. Schon. Nein, aber ich habe das Gefühl, ich sage das auch viel, es kann mir niemand so fest oder so böse etwas sagen, dass ich mich wirklich, wirklich schlecht fühle. Und ja immer noch der Selbstabwehrmechanismus und bla bla bla. Aber wenn ich mir selber eingestehen kann, dass ich jetzt echt hure in die Hose und einfach wirklich jetzt 5-mal das Zeug sein und es nicht gemacht habe und ich mich selber enttäusche. Es gibt nichts Schlimmeres. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich selber verwünscht und richtig realisiert, fuck, ich habe es vermasselt. Ich allein. Ich allein. Und das sind immer wir allein. Es ist nie jemand anderes. Und klar kann man sagen, ja, bei Beziehungen und so sind wir zwei und bla. Aber es ist immer noch unsere Entscheidung, wie wir reagieren. Es ist immer noch unsere Entscheidung, wie wir es annehmen. Es ist immer noch unsere Entscheidung, was wir näher machen und wie wir näher darüber denken. Es sind immer mehr. Unser Leben, dein Leben lebst nur du und ich lebe mein Leben nur mit mir. Wir beschäftigen nicht die gleichen Sachen wie dich. Genau, und ja. du wertest das anders wie ich. Und das haben wir auch irgendwie mal erlernt. Und oftmals, dass wenn ich hässig bin, dass ich mir eingestehen muss, okay, jetzt bist du hässig, und zwar, weil du das verbockt hast oder weil du etwas nicht gemacht hast oder etwas gemacht hast, und es dann nicht auf andere projizieren. Ja, nicht auf andere projizieren ist schon wichtig. Ich meine, man kann manchmal hässig sein auf jemanden, weil die Person etwas
gemacht hat, der dich verletzt hat. Und das kann man auch so ausleben. Man soll es ausleben. Aber natürlich, ich meine jetzt nicht mit dem, dass du nachher rausgehst, schlägeln oder irgendwie rumschreist und so, sondern ich meine, man soll einfach schnell mal hässig sein und vielleicht nachher irgendwie halt 2-3 Schritte stampfen und in sich innen fluchen, aber nachher muss man auch ein bisschen wieder denken, okay, warum genau bin ich hässig? Was hat er oder sie in mir ausgelöst, dass ich jetzt so durchdrehe? Und kann die Person wirklich etwas dafür? Hat die Person das wirklich mit Absicht gemacht? Weil ganz ehrlich, niemand macht eigentlich wirklich absichtlich etwas hure Böses. Schon. Ich finde schon. Oder es tut dann wieder zum Minderwertigkeitskomplex. Ja, es hat alles, ich meine, es kommt kein Baby böse auf die Welt. Es Ja, kommt kein Teufelsbaby. Es kommt immer darauf an, wie bist du aufgewachsen, was hat dir gefällt, was hast du nicht bekommen, Ja, was ja. hast du bekommen, Das was hast du für ein Umfeld, was hast du für ein Glaubenssystem und dann von dieser Kindheit, wenn du dann erwachsen wirst, was hast du dann verworfen, was hast du dann neu angenommen, oder bist du immer noch die gleiche Person und hast du dich verändert, bist du dir wirklich bewusst über dich selber und findest du dich selber gut oder nicht und kannst du dann arbeiten oder tust du es irgendwie hinterher schieben in deinem Kopf und gar nicht bearbeiten. Aber eigentlich wirklich absichtlich ist nie etwas. Einer beim Bügel hat einen Vortrag über Aggressionen und er hat auch gesagt, Aggression ist eigentlich immer einfach eine Auswirkung vom Inneren, wo jemand nicht mit sich selber klarkommt. Wieso dass wir hässig werden, ist ja oftmals so mit den Erwartungen, die wir selber haben. Ja. Ich werde hässig, wenn jemand zu spät kommt, weil ich immer pünktlich bin. Und ich habe die Erwartung, dass die anderen Personen auch pünktlich sind. Und werde hässig, wenn meine Erwartungen nicht erfüllt werden. Oder Beziehungsstress. Das ist doch meistens, weil Erwartungen nicht erfüllt Es sind werden. meistens Erwartungen. Es sind eigentlich fast immer Erwartungen. Schon, gell? Ja. Manchmal ist es einfach scheiße, wenn Leute mega zu spät kommen. Immer und immer und immer wieder. Aha. Wenn man immer 45 Minuten zu spät ist oder eine Stunde. Das nervt und es ist einfach despektierlich irgendwie. Aber da muss man auch nicht hässig sein. Ja, voll. Da finde ich, da sagt man es einfach und wenn es sich nicht bessert, hey, ich will im Fall mich nicht so behandeln und dann muss man auch nicht verrückt sein, sondern macht es dann einfach nicht mehr. Punkt. Oftmals, jetzt gerade bin ich zu spät gekommen wieder, da werden erstens mal Erwartungen nicht erfüllt und zweitens, da hat doch jeder das Gefühl, ich bin es nicht wert, wenn die andere Person zu spät kommt. Meine Zeit ist nicht so wertvoll wie die Zeit, wo sie jetzt vielleicht noch daheim im Duschen ist oder weiss doch auch nicht, was macht. Ja. Und das ist dann wieder Scheisse, ich genüge auch nicht. Das ist Das genau, verunsichert. ja, genau. Ich glaube, das mit dem Spätkommen, warum das man wirklich verrückt wird mit der Zeit, ist wirklich, weil die Zeit, die ich dort warte, meine Zeit ist auch nichts wert. Weil es ist okay, mehr eine Stunde zu warten, zum Beispiel. Es ist wirklich das Gefühl. Es ist nicht eigentlich, dass ich umstehen muss. Ich meine, ich kann ja in einen Laden gehen und ich kann irgendetwas anderes machen und ich kann da einfach gehen. Aber das Gefühl von jemandem lässt einfach hängen, die ganze Zeit, hat die im kleinen Finger, lässt einem doof fühlen. Irgendwie so, ich bin es gar nicht wirklich wert und ich bin auch gar nicht so wichtig. Das ist das, was einem hässlich macht. Und das ist eben auch wieder eine Erwartung. Wir wollen ja akzeptiert werden und geliebt werden und etc. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das Gleiche wie mit dem Fremdgehen. Ui. Ja, weil es gibt eben Leute, die können eine offene Beziehung haben und es ist absolut okay. Es kann genau gleich die Beziehung kann genau gleich stark sein, auch wenn man eine offene Beziehung hat, aber dann gibt es eben Leute, die können sich das nicht mal in ihren kühnsten Träumen vorstellen, was jetzt überhaupt nicht etwas Schlechtes sein soll, aber es hat auch mit Erwartungen zu tun. Ich zum Beispiel kann es nicht. Warum denn nicht? Weil es meine Erwartungen nicht erfüllt, dass ich die Einzige bin. Mhm. Es ist wirklich nur das. Das ist doch das Dürre. Ich hatte das Gespräch schon so mit so vielen Leuten gehabt. Viele sagen dann, ich könnte es nicht. Und genau aus diesem Grund. Oder viele sagen, ich könnte es selber machen, also selber mir gehen, Liebe und Leute holen, aber ich will nicht, dass meine Partnerin oder mein Partner das macht. Das habe ich zum Beispiel extrem. Ich verstehe voll, warum und wie eine offene Beziehung würde gehen. Ja. Vollkommen.
Ich könnte eine führen, würde ich sagen, aber nicht mit meinem jetzigen Partner. Was auch doof dann, weil mit einem anderen würde ich das Gleiche sagen. Aber ich kann es auch gut verstehen. Ich glaube auch daran, dass das bereichernd kann sein oder was auch immer es einem geht. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass man eine super Beziehung führen kann mit Ups und Downs wie jede. Es tut die Beziehung nicht beeinflussen, wenn es ein gegenseitiges Einverständnis ist. Und wenn es tut, dann tut es in einer anderen Beziehung, wo man keine offene Beziehung hat, die andere Sachen die Beziehung beeinflussen, gut oder schlecht. Also ja, völlig. Alles beeinflusst ja ja, genau. Aber ich kann es total nachvollziehen. Ich habe mega Akzeptanz für das. Ich finde es auch nicht wirklich Spezielles mehr eigentlich. Weil ich irgendwie finde, wir dürfen, es soll jeder selber entscheiden und wir haben unsere Bedürfnisse. Und es hat eben auch viel mit Angst zu tun. Und Angst ist eben auch Erwartungen nicht erfüllen. Vor allem mit Verlustängsten. Ja, genau. Oder eben nicht zu genügen. Das ist etwas, wow, Mann, das ist so omnipräsent und niemand redet darüber. Ja. Wirklich. Ich finde, das ist so etwas Wichtiges eigentlich. Und bei einer offenen Beziehung ist halt einfach Key, Ehrlichkeit, Transparenz, Offenheit. Was es ja immer so sein. Und darum habe ich das Gefühl, dass eine offene Beziehung manchmal vielleicht ehrlicher ist als eine, die es nicht ist. Viele Leute kommen eher mit dem Argument, wie ihr habt euch ja gar nicht gern. Nein, das stimmt gar nicht. Ich finde, jede Beziehung, sei es eine Liebesbeziehung oder sei es jetzt eine Freundschaft, ist eigentlich immer ein bisschen gleich. Die Gefühle sind einfach anders. Mhm. Und schlussendlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, wir sind einfach eigene Personen, die auf dieser Welt wandeln. Und wir werden allein sterben, genauso allein, wie wir sind gekommen. Jeder stirbt allein. Ja, wirklich. Ich meine, du stirbst mit deinen Gedanken. Du kannst niemanden mit reinnehmen in deine Gefühls- und Gedankenwelt. Du bist einfach allein dort, was nicht etwas Negatives soll sein. Aber eben in einer Beziehung, ich meine, ich kann Sachen durchmachen, die mein Partner überhaupt nicht versteht im Moment, wo er das überhaupt nicht durchmacht oder schon durchgemacht hat oder was auch immer, oder sich überhaupt nicht mit dem beschäftigt, was ich mich beschäftige. Und dann bin ich ja gleich allein. Und eben, man kann sich nicht alles beim Partner holen. Sicher nicht. Und man muss sich in der Welt zusammen sammeln. Und für ein paar Leute ist das auch sexuell. Bei anderen Leuten ist es nur Gespräch. Bei anderen Leuten ist es Partys. Nochmal anderen Leuten ist es irgendwie Buchrunden und Philo-Gespräche und all das. Was ja nicht so heisst, dass deine Beziehung doof ist, dass du das noch jemand anderes holen musst. Eine Person kann dir nicht alles geben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem bei so Beziehungen. Man hat immer das Gefühl, der Partner macht mich dann glücklich. Aber man ist nie glücklich, egal in welcher Beziehung. Sei es offen, sei es jetzt als Single, sei es jetzt als feste Beziehung, wo nicht fremd geht oder was auch immer. Also fremd geht oder nicht auswärts geht, schlafen. Alles liegt an einem selber. Genauso wie wir von uns wissen, dass wir nicht alles in uns innen haben, genauso hat es der Partnerin. Und darum hat man Kollegen und darum hat man eben vielleicht eine offene Beziehung. Und lieber so, als wenn man dann 10 Jahre zusammen ist, frustriert sexuell, was traurig ist, und nachher heimlich Asi hinterdurch mit jemandem. Genau. Es ist auf eine Art einfach asozial, etwas von jemandem zu erwarten. Weißt du verpflichtest die Person, du tust so wie alles outsourcen. Easy, jetzt bin ich nicht mehr dabei, jetzt bist du verantwortlich für mein Glück. Dann machst du ja dann wie alle anderen verantwortlich, wenn es dir dann scheisse geht. Ist einfach. Was ja auch viel macht. Aber es ist das Einfachste, bei einem anderen die Schuld zu geben. Darum habe ich ja gesagt, es ist niemand so böse und so streng wie wir selber zu uns. Und darum ist es einfacher, anderen die Schuld zu geben. Es ist einfacher, den anderen Verpflichtungen zu geben und die Erwartungen dort zu haben, statt bei sich selber. Aber wenn man ehrlich ist zu sich, welche Erwartungen erfülle ich denn, die ich von anderen verlange? Ziemlich berechtigte Frage, ja. Man muss immer das nehmen, was man kann, mit dem, was man hat. Und mit dem einfach anfangen. Egal, was es ist. Niemand weiss, wie es geht. Niemand weiss, wie es geht? Ja, voll. Immer wie weniger. Ja, voll. Mit so einer Welt, die so viele Möglichkeiten bietet, ist es einfach auch verdammt schwierig. Mhm. Das ist wirklich schwierig. Also, um den Kreis zu schließen, wir wissen jetzt, wir wissen nicht, was wir attraktiv finden. Aber weisst du, was du nicht attraktiv findest? Mich?
Nein. Ja, du zeigst auf mich. Nein, es ist ja mehr auf dich gezeigt, weil das ist eine gute Frage, habe ich gemeint. Ich glaube, genau gleich wenig. Es gibt so Leute, die brauchen Tinder und all das Zeug. Ich wollte das jetzt nicht so sagen, weil ich das schlecht finde. Ich habe das eigentlich noch nie gehabt. Dort weiss man ja auch schnell, was man gerne hat und was man nicht gerne hat, weil es wird einfach rechts oder links geswiped. Aber was auch lustig ist, wenn ich es dann verbal möchte hören, was sie da suchen und was sie da gerne haben, was sie nicht gerne haben, dann sagen sie alle eben so ein bisschen trendy Sachen. Ich meine, jetzt im Moment ist es Trend, aufgepumpt sein, tätowiert sein, halt einfach das Zeug und diszipliniert. Und klar, gut, der Job ist immer anscheinend. Was ich eigentlich wollte sagen, ist mehr so wie, aber man weiss eigentlich gar nicht, was man will. Weil man hat das Gefühl, man will es, aber schlussendlich triffst du jemanden ganz anderes. Und klar kannst du nachher bei Tinder links und rechts swipen, aber eben, wenn du sie nachher triffst, sieht es doch ganz anders aus, weil der Winkel halt der Arm doch nicht so gross aussieht oder was auch immer. Und dann manchmal ergibt sich gleich irgendetwas. Und meistens bei diesen Typen, die dann sagst, nein, weisst er hat irgendwie eine grosse Nase. Das ist gar nicht mein Typ. Das ist gar nicht mein Typ. Und ich bin da sehr schuldig. Das sind dann die Typen, wo du dich drin verliebst und dann irgendwie zusammen bist. Und darum, wir wissen gar nicht, was wir attraktiv finden und was wir nicht attraktiv finden. Schlussendlich passiert es einfach oder es passiert nicht. Und dann kann der Typ noch so schön sein. Und der nach nichts geschmeckt hat, war wirklich ein sehr schöner Mann. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Du hast letztes Mal etwas so Gutes gesagt. Real Talk ist immer egal welcher Trend das ist. Nein, ich finde vor allem, ich bin ja viel in den sozialen Medien unterwegs und was mir aufgefallen ist, dass man heute immer weniger darf sagen. Immer weniger ehrlich sein und halt das perfekte Leben und ja nicht anecken und weißt, ja nicht kontrovers was posten oder was auch immer. Und das geht mir immer mehr auf den Sack, wo niemand kann mit diesem Standard leben. Also niemand lebt so. Es ist nicht möglich, du machst dich psychologisch fertig. Total überfordert. Und ich glaube, immer mehr Leute haben einfach auch ein bisschen die Nase voll. Das war jetzt ein Trend, das perfekt sein, aber eben Real Talk und Real Shit ist nie alt. Oder ist immer in, auch wenn es nicht Trend ist, weil es halt einfach real ist. Das ganze Perfekte ist einfach nur langweilig. Was willst du perfekt kritisieren? Wir kritisieren doch so gerne. Und dort gibt es einfach nichts zum Kritisieren. Und darum ist es irgendwann früher oder später auch nicht mehr interessant. Darum ist es interessant, Leute beim Machen, beim Leben zuzuschauen oder zuzuhören. Ja. Ich meine, wenn wir jetzt einen Podcast machen mit ich bin geboren worden und dann bin ich in die beste Schule gegangen und dann bin ich in die beste Uni gegangen und dann habe ich den besten Job vor der Welt gehabt. Ich würde dich gar nicht reden. Und dann ist es fertig. Und jetzt bin ich 90 und das ist mein Leben. Podcast Perfection. Was ist das? Das ist ja nicht interessant. Das sind immer die Geschichten, die ja andere Leute interessant machen, aber nicht perfekt sind. Und nichts ist perfekt. Und Perfektionismus ist meistens so ein Rausstüdeln. Ja, Prokrastination. Genau. Ja, eat that frog, der grösste immer am Anfang des Tages. Also, aber komm jetzt schon. Jetzt haben wir von Attraktivität und Schmecken geredet. Viel philosophiert. Was löscht dir ab, wenn ein Mensch das hat oder nicht hat? Irgendetwas, wo du findest, das geht einfach nicht. Also wenn ein Mensch unpflegt ist, das geht für mich gar nicht. Also geht für mich gar nicht. Mein Gott, wenn sie so leben wollen, dann können sie so leben, aber dann sollen sie nicht in die Nähe kommen von mir und mir ja nicht ankommen. Weil dem kann ich wirklich nicht umgehen. Wenn jemand grisselig ist? Ja. Also im Sinne von ewig lang nicht duschen, oder so? Ewig lang nicht duschen. Ölige Haare, also wirklich, weißt, also das Gesicht nicht gewaschen und einfach so wirklich... der Schlaf. Ja, also das finde ich, irgendwie geht nicht. Das finde ich ist auch ein bisschen belästigend, ein bisschen fies für andere Leute auch. Ja, voll. Das finde ich das Unattraktivste und etwas, was gar nicht geht. Es gibt schlimmere Sachen natürlich, aber das ist jetzt das Erste, was mir ist eingefallen im privilegierten Leben. Ja. Geht natürlich auch gar nicht. Es gibt schlimmere Sachen natürlich, aber das ist jetzt das Erste, was mir ist eingefallen im privilegierten Leben. Ja. Kann ich mich absolut damit identifizieren. Ich finde nichts abtönender
am Aussehen als unpflegte Fingernägel und unpflegte Zähne. Unpflegt, ja. Ja, im Fall geht es so ein bisschen rein. Das ist das, was mir vom Optischen her einfach auffällt. Ja, und nach einem Charakter gibt es viele Sachen. Ich glaube, immer wie mehr habe ich beim Charakter so ein bisschen das Ding, meistens können die Leute einfach auch nicht dafür. Oder schnallen es einfach nicht, dass sie irgendetwas durch einen falschen Kanal rauslassen. Die Bubble, gell? Genau, die Bubble. Nächste Begriffserklärung. Die Bubble. Was ist eine Bubble? Eine Bubble ist eine Kapsel, in der wo man sich befindet. Es kann eine soziale Kapsel sein, es kann eine Kapsel sein von mit Scheuklappen denken, einfach nicht offen sein. Oder ja, nicht offen sein. Es ist ein bisschen schwierig. Also ich glaube, eine gesellschaftliche Bubble ist, wenn man zum Beispiel alle Kollegen super offen, super gebildet oder weiss ich halt auch nicht so sein und du gar nicht schnallst, dass außerhalb von deinem Kreis einfach die Welt anders denkt. Also das passiert nachher noch zum Beispiel auf Facebook, wenn man mit seinen Kollegen einfach befreundet ist und so, hat man nachher das Gefühl bei Wahlen, es wird auch so gewählt und so, aber weil man keine anderen Kollegen hat, die halt anders denken oder sich nicht außerhalb von seiner eigenen Bubble sich bewegt, sieht man den Rest der Welt nicht und schnallt nachher nicht, warum das Trump ist gewählt wurde. Weißt du, was ich meine? Wo Leute einfach in ihrem Bubble-Zeug leben und nicht außerhalb weiter schauen. Ja, genau. Aber auf eine Art bewundere ich die Leute auch so fest, weil die haben nur ihre kleine Bubble und sind da drinnen zufrieden. Es ist eben einfach. Es ist eben gäbig. Du kannst die Verantwortung abgeben, alle sind deiner Meinung, du musst nichts überlegen. Es gibt ja so einen tollen Philosoph, der sagt, aber er hat eben gesagt, wir sind verdammt zum Frei-Sein. Der Sartre hat dann zumal geschrieben, Frei sein heisst zum Freisein verurteilt sein. Der Mensch ist das einzige Lebewesen auf der Erde, das seiner Existenz bewusst ist und er weiss, dass irgendwann seine Zeit wird kommen, wo er muss gehen. Jeder Mensch ist darum frei zu wählen, sich selber zu entscheiden, was er in seinem Leben machen will. Und der Sartre will wahrscheinlich damit sagen, dass es für diese Leute ein Müssen ist, das frei sein. Wenn wir jetzt von dieser Bubble reden, ist es gäbig, sich in dieser Bubble zu befinden. Wenn wir jetzt aber außerhalb von dieser Bubble schauen, was dort auch noch ist, wenn wir das so nehmen wie ein kleines Abenteuer, dann bleiben wir flexibler im Denken und im Machen. Und es kommt immer wieder etwas Neues auf uns zu. Wir müssen es dann einfach zulassen. Ich für mich habe wieder mal gemerkt aus diesem Gespräch heraus, was Erwartungen sind und was sie mit uns machen. Ich wünsche mir für dich und ich wünsche das auch für mich, dass ich zukünftig weniger Erwartungen von jemandem oder von etwas habe. Also einfach ist es nicht, einfach ist nichts. Aber es wäre doch schön, mal in eine Situation oder in eine Begebenheit hineinzugehen, ohne grosse Erwartungen. Stell dir mal vor, stell dir eben nicht vor, weil dann das sind schon wieder die Erwartungen. Ich könnte mir vorstellen, Kopf nochmal. Ja, vielleicht sollte ich das einfach reinnehmen. Es ist so scheiße, aber auf eine Art ist es so nice, dass es jetzt passiert ist. Ich habe mich nämlich jetzt gerade selber bullshittet. Ich hatte irgendwie einen Vortrag und umgeproletet, wie man dort keine Erwartungen haben soll. Und dann habe ich gesagt, geh doch das nächste Mal ohne Erwartungen in etwas. Das sagt es ja schon aus. Dort geht man ja schon wieder mit Erwartungen, keine Erwartungen zu haben. Ich hoffe im Fall, dass die Quintessenz von dem Ganzen trotzdem über ist gekommen. Und vor allem hoffe ich, dass du dich nicht selber allzu fest ernst nimmst. Weil jeder bullshittet sich von Zeit zu Zeit. Und es ist auch in Ordnung. Merci vielmals, hast du zugelassen. Habt ihr Sorge und bis gleich.